Graubünden ist der Wirtschaftsstandort zahlreicher Global Player im Hightech-Bereich. Alleine im Büttner-Rheintal und im vorderen Prättigau arbeiten über 6000 Mitarbeitende in diesem Sektor. Hier lässt sich sie auch gut leben und arbeiten. Aber das Talent vieler Frauen in dieser Branche wird oft übersehen. Die Büttner Hightech-Unternehmen wollen das ändern. Wir versuchen einen Beitrag zu leisten, indem wir Frauen helfen, zum Beispiel in Zusammenarbeit mit der FHGR, mit der Fachhochschule, dass wir sie dort, wenn sie Quereinsteiger sind, helfen aufbauen, nachher dann bei uns interessante Arbeitsstellen zu bieten. Das haben wir auch schon erfolgreich gemacht, das läuft. Aber auf der anderen Seite ist es halt von der Menge her einfach extrem schwierig, den Anteil der Frauen in der Technologie, in der Entwicklung, in der Forschung zu erhöhen, ist extrem schwierig. Auch im Forschungsplatz Davos ist der Frauenanteil ein wichtiges Thema. In den Laboren trifft man zwar viele Frauen an, aber nicht alle Teams sind so vielfältig wie diese. Die AO Foundation hat bei der Personalsuche deshalb ein besonderes Augenmerk auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden. Wer tut sich eigentlich bewerben auf welche Stelle? Also das ist für unsere Mitarbeitenden relevant, aber eben meine Arbeit ist ja für die Surgeon Community. Aber auch dort ist wichtig, wie tut man schauen, wer in welche Positionen kommt und wie kann man die auf die Bedürfnisse der Individuen am besten anpassen. Weil wir haben alle diverse Hintergründe und die sind alle extremst wertvoll. Und je diverser wir sind, desto diversere Problemlösungen und Entscheidungen können wir treffen. Nicht nur internationale Konzerne befassen sich mit diversen Teams und Chancengleichheit. Auch KMU sind gefordert und setzen auf neue Arbeitsmodelle und flexiblere Arbeitsbedingungen. Ich glaube, dort muss man einfach auch offen auf das hergehen und das ausprobieren. Und wir haben auch mal bei jemandem recht lange darüber diskutiert, funktioniert eine Teamleitung mit nur 60%. Und dann irgendwann haben wir gesagt, wir müssen es einfach ausprobieren und sind dann eigentlich positiv überrascht gewesen, wie gut das funktioniert. Es hat sicher Sachen, die man lösen muss, mit gemeinsamer Kommunikation, die man anschauen muss und auch Gefäße schaffen, die man austauschen kann. Aber schlussendlich haben wir es einfach ausprobiert, auch vielleicht, weil es nicht anders gegangen ist. Es klingt jetzt ein bisschen negativ, aber wir haben es gemacht und es ist gut rausgekommen. Von solchen Erfahrungen soll jetzt der ganze Wirtschaftsstandort Graubünden profitieren. Mit Diversity GR bringt der Kanton zusammen mit Vertretenden aus Wirtschaft, Bildung und Forschung die Branche zusammen und schafft damit gemeinsame Lösungen. Wir bauen das Netzwerk auf oder verknüpfen die Firmen und Unternehmen, die Interesse haben, sich hier weiterzuentwickeln. Und wir bieten ihnen auch Angebote an, wo sie dann in Anspruch nehmen können. Also sei es zum Beispiel das Talentmanagement oder auch Zielwerte. Wie macht man das? Wie misst man das? Wie misst man Gleichstellung? Das ist auch ein wichtiges Thema. Wie kann man sie strategisch verankern oder auch personell in der Organisation? Und wir bringen die Menschen zusammen in sogenannte Werkgespräche und die Unternehmen, wo wir mit Fachinputs nachher einzelne Themen vertiefen. Zum Beispiel eben Verankerung und Struktur. Wie kann man Gleichstellung und Inklusion in einer Firma verankern, sodass es eben ein längerfristiger Prozess ist und nicht nur eine einzelne Massnahme, die dann wieder verpufft. Diversity GR verankert Vielfalt. Ohne diese Diversität verliert Graubünden langfristig an Wettbewerbsfähigkeit.